Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Wieder auf dem TÜV und mit in Winterthur. Heute mit dem Thema TÜV fahren. Und zwar ich habe es hier zugemacht, dass man mich besser versteht. Und zwar habe ich angefangen von 1000 PS, also das ist der YouTube-Kanal. Von dem YouTube-Kanal bin ich so, dass wie lernt man TÜV fahren, oder ich weiß nicht, wie die Playlist heisst, aber dort reden ganz viele Leute, was man ja, als Tipps zum TÜV fahren. Zum Beispiel Kurven fahren, richtig bremsen. Und ja, zum Beispiel etwas, was man jetzt gerade etwas, was man zum Beispiel gerade in den Sinn kommt, ist, einer gesagt, er tut nur mit einem Finger bremsen, hat zum Beispiel der eine erzählt. Und ich so, hey, aber ich tue doch mit allen, nicht mit der ganzen Hand bremsen, oder? Aber ihr müsst halt das Video richtig anschauen, was er erzählt. Und dort erzählt halt, dass je nachdem wie modern das TÜV sind, dass wirklich nur ein Finger braucht zum Bremsen, oder dass die so gut sind. Aber ich finde, also ich lieber mit der ganzen Hand, ich probiere es jetzt gerade aus, wenn ihr das vielleicht seht auf dem Bild, aber mit einem Finger bremsen, nach 2-3 Mal, also je nachdem vielleicht auch wie es eingestellt ist, aber jetzt nach 2-3 Mal ist vielleicht gar keine Kraft mehr, je nachdem. Ich finde mit der ganzen Handbremse viel besser als, ja, finde ich jetzt irgendwie besser als nur mit einem Finger. Ich habe das immer so gemacht, aber ich habe jetzt nur gerade gefunden, probiere es mal, weil ich das im Video gesehen habe. Oder? Hat auch eine GoPro, der Velofahrer. Nein, genau, so viel zu dem. Ich denke, ich probiere es jetzt einfach einmal. Und ja, dort sieht man, ich sage jetzt zum Beispiel auch, wie das richtige Kurvenfahren ist, dass man zum Beispiel vor der Kurve eigentlich das Tempo muss halten und dann in der Kurve ja, das Tempo auch halten und die Kurve umziehen und dann wieder Gas geben. Ein bisschen so, und dann kannst du gerade wieder eigentlich Gas geben, kaum bist du aus der Kurve raus eigentlich. Oder? Und dass man nicht in der Kurve bremsen sollte, sagen jetzt dort zum Beispiel auch noch. Also ich finde, vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt zulässt, der vielleicht Prüfung schon ein paar Jahre hat, denkt, what the fuck, was soll das, was sind das für Tipps? Aber ich finde das gut, weil also am Anfang, wenn du das Video schaust, denkst du schon, es ist mega langweilig, wirklich. Aber wenn du das einmal ein bisschen angeschaut hast, dann ja. Oder wenn du dich besser gesagt um das Thema interessierst, dann finde ich es eigentlich etwas Gutes, weil ich finde, ich will jetzt so viel aufschlucken, solange ich es nicht muss lesen, so viel aufsammeln von Thema TÜV fahren, wie es geht. Und das finde ich noch cool, weil das sind auch alles TÜV-Fahrer und nicht irgendwie trockene Theorie, sondern du hast immer wieder schöne Videos dazu, wo es dir auch aufzeigt, was gemeint ist. Und ja, genau, das ist. Und ich will jetzt auch immer wieder ein bisschen 1-2 Videos schauen und dann schauen, dass ich auch immer fleissig fahren, und dann kann ich das gerade ein bisschen nicht ausprobieren sozusagen, sondern eher so ein bisschen verwirklichen, ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, der bräuchte Radabdeckung, den Megane. Nicht? Ich fahre geradeaus, ich fahre eigentlich immer links durch. Ich fahre jetzt mal geradeaus. Nein, eben, das ist ein bisschen so, dass ich das gut finde, wenn man sich schon ums TÜV-Fahren kümmert und wenn man das Gefühl hat, egal ob jetzt Corona hin oder her, dass man einfach ein bisschen sich mehr Stoff gibt, ein bisschen mehr Stoff. Aber ich finde, also das ist zum Beispiel einfach, das sind allgemeine Tipps, wie man fahren sollte.
ich finde einfach, was vielleicht gefährlich ist, wenn man dann irgendwelche Strassengesetze nachliest oder so, oder wie man in der TÜV-Schule muss fahren, weil da ist vielleicht in Deutschland und Schweiz anders, da kann ich nicht garantieren, dass es gleich ist. Aber ich meine jetzt zum Beispiel, wie man Kufer fährt. Oder außer das ist eine Fahrschule, die das erzählt, dann weiss sie es wieder nicht, oder wie das dann ist. Soll ich jetzt links gehen oder rechts? Nein, ich gehe links. Das fahren wir zu weit aus der Stadt raus. Genau, nein, es ist ein bisschen so, mein Ding, was ich mich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt habe. Hey, es ist wieder hure viel los, als ob nichts wäre, irgendwie. Ach. Ich habe die schon gesehen. Aber ich habe keine Lust, mich schon einen vorladen und dann stehe ich jetzt bei der Straße. Nein, aber ich muss dort ein bisschen mehr noch wieder schauen. Ich bin jetzt gerade im 6. Video. Es ist Bremsen vorgekommen, Kurvenfahren ist vorgekommen, Gewichtsverlagerung ist vorgekommen. Ja. Hey, jetzt, wo ich den McDonald's gesehen habe, ich weiss, was angefangen hat mit Corona. Also, der erste Tag, wo es angefangen hat, wäre das mit dem Eiskaffee noch gewesen, da hat es geheißen, ja, höchstens 50 Leute im Restaurant, oder? Und ich so unsicher gewesen, ja, soll ich zum Eiskaffee gehen, soll ich nicht? Das ist dann fahre ich so lange, bin ich noch 5 Minuten dort. Und alles. Und ich habe gedacht, das ist kein Witz, ich habe wirklich gedacht, so, was ist, wenn das der letzte Event dieses Jahr ist? Und dann dachte ich, ja, aber komm, scheiß drauf. So, weil, ja. Ist aber ein bisschen langweilig, dann fast über eine Stunde da und dann, ja. Nein, aber ich meine, die mit der Kurvenlage, es ist eigentlich einfach, oder mit der Kurve, es ist eigentlich mega einfach. Am Anfang habe ich es nicht gewusst, wie ich fahre, aber es ist eigentlich einfach, wenn du rechts durchfährst, ist es ja einfacher, wenn du möglichst links bist. Weil erstens mal geht die Kurve länger, du kannst schöner fahren, aber es geht eigentlich um das, wenn du umgehst, obwohl das verschleudert dich überall dann, aber ich meine, wenn du dich so zeichnest, auf der Straße zeichnest, dann ist es plötzlich so, wenn du jetzt möglichst raus bist, so, dann liegst du mit in der Straße. Aber wenn du ganz links bist, dann liegst du auf der Straße insgesamt ganz, oder? Darum geht es eigentlich so ein bisschen darum. Aber jeder, der die Prüfung von euch schon hat, kann mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ich falsch sage oder was ich gut sage oder Tipps von euch, das wäre auch ganz schön. Genau. Nein, ich denke, wäre es das mal gewesen. Ich würde noch ein bisschen durch die Stadt fahren, ein bisschen geniessen und dann ciao miteinander. Euer Obscuro 94. Ciao!